Der Dervise FDI war ein sehr mutiger jesidischer Jüngling und ein großer Krieger. Idule war die Tochter von Zor Temir Passa, dem Anführer des Mili-Stammes. Derwiss und Idule liebten einander von Herzen, doch ihre Religionen waren verschieden. Eines Tages griff der Feind ihre Region mit einem riesigen Heer an. Zor Temir Passa rief aus: Wer das Land verteidigen kann, dem werde ich meine Tochter zur Frau geben. Nur der Dervise FDI und seine 11 Gefährten, die Reiter des Ostens, antworteten dem Ruf. Idule bereitete eine Tasse Kaffee zu und reichte sie dem verliebten Derwiss. Derwiss trank den Kaffee und schwor, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Derwiss und seine Gefährten stellten sich in der Ebene von Singal tausenden Soldaten entgegen. Sie kämpften mit großem Heldenmut und ließen den Feind nicht durchbrechen. Am Ende der Schlacht wurde der Dervise FDI schwer verwundet und fiel. Idule eilte zu seiner Wunde und weinte zutiefst um ihn. In Idules Armen schloss Derwiss seine Augen und wurde zum Märtyrer der Liebe. Seit Jahrhunderten singen kurdische Dengbis die Ballade der Dervise FDI und Idule mit Wehmut. Diese Geschichte ist das Sinnbild für Aufopferung und für eine Liebe, die keine Grenzen kennt.